Da ist Katrin Erni von swissgermanonline.com. Bis über beide Ohren verliebt. Der Rudolf hat schon immer davon geträumt, einmal in die Schweiz zu kommen. Er hat sich gesehnt nach den Bergen und der wunderschönen Natur, nach dem Ort, wo sein Vater immer so geschwärmt hat davon, als wär's das Paradies. Am schönsten war amigs, wenn wir zu der Tante Bea aufs Land gefahren sind. Von ihrem Häusli aus war es nur noch ein kleiner Katzensprung, bis wir in den Alpen war. Und wir hatten eine wunderbare Aussicht. Ihr Sohn, der Felix, war in meinem Alter und wir haben zusammen viele Ausflüge in die Berge gemacht. Manchmal sind wir auch auf mehrtägige Wanderungen gegangen. Er hat sich ganz gut ausgekannt in den Bergen und hat mir die schönsten Plätzchen gezeigt. Leider ist er einmal auf einer Hochgebirgstour ums Leben gekommen. Wo seine Schweizer Grosstante gestorben ist, wo der Rudolf nur vom Hören sagen gekannt hat er plötzlich wie aus heiterem Himmel ein Häusli in der Schweiz geerbt. Da hat er die Gelegenheit beim Schopf gepackt und alles daheim verkauft, seinen Job aufgegeben, seine 7 Sachen gepackt und ist in ihr Häusli gezügelt. Da hat er die Gelegenheit beim Schopf gepackt und alles daheim verkauft, seinen Job aufgegeben, seine 7 Sachen gepackt und ist in ihr Häusli gezügelt. Mein Schicksal ruft, ich will in der Schweiz ein neues Leben anfangen. Und was jetzt? Am Anfang hat er sich gut eingerichtet und das Häusli wieder auf Vordermann gebracht. Dann hat er sich um den Garten gekümmert. Und was jetzt? Am Anfang hat er sich gut eingerichtet und das Häusli wieder auf Vordermann gebracht. Dann hat er sich um den Garten gekümmert. Zum Glück hat er liebe Nachbarn gehabt, die ihn in den Schweizer Alltag eingeführt haben. Am ersten Tag, als er im neuen Zuhause angekommen ist, haben sie ihn gerade zum Mittag eingeladen. Grüezi, wir haben vernommen, dass Sie das Erbe von Ihrer Grosstante antreten. Wollen Sie nicht zu uns kommen zum Mittagessen? Wir helfen Ihnen gern, sich so schnell wie möglich in Ihrem Häusli einzuleben. Der Rudolf hat die Einladung gern angenommen und hat gesagt: Herzlichen Dank für die Einladung. Das ist sehr nett von Ihnen. Haben Sie meine Grosstante gut gekannt? Ja, sicher. Ich bin mit ihrem Sohn Felix eng befreundet gsi. Übrigens, ich bin der Raphael Grüter. Ich habe auch ihren Vater gekannt. Er ist viel zu der Tante Bea in die Ferien gekommen. Die Bea hat uns immer auf dem Laufenden gehalten. Ihr Vater hat ihr mindestens einmal pro Jahr einen langen Brief geschrieben. Auch was das digitale Zeitalter schon lange da war. Das hat sie sehr geschätzt. Wie geht's ihm? Danke, gut. Der Rudolf hat schnell gelernt, dass man den Abfall trennen muss und man während der Nachtruhe oder am Sonntag keinen Lärm machen darf. Er hat sich auch an das Kuhglockengeläut gewöhnt. Nur mit dem Schweizerdeutsch war es so eine Sache. Er hat sich fest vorgenommen, es so schnell wie möglich zu lernen. Natürlich konnte er nicht ewig Ferien machen. Darum hat er sich auf die Suche nach einer guten Stelle gemacht. Er hat zwar ein Angebot für eine Stelle in einer ausländischen Firma zu Genf, aber er hat sich gesagt,
Das ist ja gesponnen, jeden Tag so weit zu pendeln, auch wenn es mit dem Zug ist. Außerdem, wie kann ich Schweizerdeutsch lernen, wenn ich jeden Tag ins Welschland fahre? Dazu kommt noch, dass er keinen Bock hatte darauf, wieder in einer grossen Korporation zu arbeiten. Als er auf der lokalen Internetseite eine Anzeige gesehen hat, dass ein Schreiner eine Hilfskraft braucht, hat er sich gerade persönlich bei ihm gemeldet. So hat er sich schon 2 Jahre lang mit Gelegenheitsarbeiten umgeschlagen. Dank dem Kontakt mit den Schweizer hat er sich auch schon recht gut mit ihnen verständigen. Am Abend, wenn er allein daheim gesessen und verträumt aus dem Fenster geschaut und die schöne Aussicht auf die Alpen genossen hat er überlegt, dass er eigentlich zufrieden ist mit seinem Leben. Auch wenn er sich nicht mehr alles so leisten kann wie früher. Aber er hat auch gemerkt, dass ihm etwas fehlt. Alle seine Freunde um ihn herum haben ihre eigene Familie oder Freundinnen gehabt. Nur er nicht. Er hat vor sich hingeseufzt. Oh Gott, hilf mir doch, meine bessere Hälfte zu finden. Tief in seinem Innersten hat er gewusst, dass er sie Tief in seinem Innersten hat er gewusst, dass sie irgendwo auf ihn wartet. Am nächsten Tag, er war jetzt Fahrer bei der Migros, hat ihn früh am Morgen unterwegs im strömenden Regen eine durchnässte junge Frau angehalten. Geht's Ihnen noch, einfach so in die Strasse rauszuspringen? Ich hätte sie fast überfahren. Es tut mir leid, aber ich mache schon seit dem Morgen am 3 Autostopp. Und wenn auch ein paar wenige Autos sind vorbeigefahren, hat doch niemand angehalten. Bringen Sie mich doch bitte zum nächsten Bahnhof. Ich bin total fertig und verfriere schier, hat sie gesagt und ist den Tränen nahe gewesen. Am Anfang hat er sich genervt. Aber dann hat er Erbarmen mit ihr und sie noch mitfahren, obwohl sie ihm den ganzen Beifahrersitz nass gemacht hat. Sie hat zittert vor Kälte und einen Helm in der Hand gehabt. Sie hat erzählt, sie sei mit ihrer Kollegin am Wochenende im Ausgang gsi, wo sie am Sonntag in der Nacht mit ihr auf dem Töff heimgefahren sei ihr grad schlecht geworden und sie musste am Strassenrand erbrechen. Ihre Kollegin sei so schlecht gefahren, dass sie nicht mehr mitfahren wollte. Sie wüsste nicht genau, was die Kollegin in der Nacht zu sich genommen hat. Auf jeden Fall hat sie die blöde Sau einfach stehen und sei weitergefahren, weil ein Gewitter aufgekommen sei. Da bin ich mausseelenallein mitten im Gacko aussen gestrandet gsi. So bin ich halt zu Fuss weitergelaufen, aber jetzt bin ich total müde. Ich bin ein richtiger Pechvogel. Mein Handy ist leer, das Geld habe ich alles schon ausgegeben, ich bin ganz verregnet worden und jetzt werde ich sicher noch krank. Der Rudolf hat vernommen, dass sie Sonja heisst und aus einem Bergdörfli kommt und Heimweg hat. Der Rudolf hat vernommen, dass sie Sonja heisst, aus einem Bergdörfli kommt und noch einen weiten Heimweg hat. Sie haben sehr gut miteinander reden. Sie war ihm sympathisch und sie hat ihm leid getan. Er hat noch den ganzen Tag arbeiten, aber der Zufall hat es wollen, dass sie gerade in der Nähe von seinem Häuschen vorbeigekommen sind. Ich wohne gerade da um eine Ecke. Am besten bringe ich dich zu mir heim. Dann kannst du eine warme Dusche nehmen
und trockene Kleider von mir anziehen, hat er ihr vorgeschlagen. Ich muss noch bis am 4 Uhr arbeiten. Vor der 5 Uhr Ich muss noch bis am 4 Uhr arbeiten. Vor der 5 Uhr bin ich wieder daheim. Mach dir doch ein warmes Tee und geh unterdessen ein bisschen schlafen. Wenn du ausgeschlafen bist, dann sieht die Welt schon viel besser aus. Zuerst wollte Sonja nichts davon wissen, aber dann hat sie seinen Vorschlag dankbar angenommen. Als er am 5 Uhr heimgekommen ist, war die Überraschung gross. Es hat wunderbar geschmeckt. Auf dem Küchentisch ist ein frischer Strauß mit Wiesenblumen gestanden und mit den wenigen Sachen, die sie bei ihm im Junggesellenkühlschrank gefunden hat sie ein wunderbares Mittagsnacht auf den Tisch gezaubert. Der Rudolf hat richtig ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er sich während dem Tag noch Vorwürfe gemacht hat. Auf was habe ich mich da eingeladen? Hat er sich gesagt. Das wildfremde, dubiose Mädchen hat mir sicher ein Bär aufgebunden und ist jetzt mit meinen 7 Sachen einfach auf und davon. Das wildfremde, dubiose Mädchen hat mir sicher ein Bär aufgebunden und sich jetzt mit meinen 7 Sachen einfach auf und davon gemacht. Er hat gemerkt, dass er sich wegen den Umständen von ihrem ersten Kontakt schon viel Vorurteile gemacht hat. Darum hat er angefangen, sie mit ganz neuen Augen zu sehen. Er hat gemerkt, dass sie sehr schön ist und ihre Augen dankbar strahlen. Sie hat ihm voller Begeisterung von ihrer Jugend erzählt und auch kein Blatt vors Maul genommen, wenn es um schwierigere Themen ist gegangen. Er hat gespürt, wie zart, feinfühlig und verletzlich sie ist, und er hat sich gefragt: Herr, ist das echt endlich die Antwort auf mein Gebet? Weil es schon spät war, hat er darauf bestanden, dass sie die Nacht noch bei ihm verbringt und sie erst am nächsten Morgen ihre Heimreise antritt. Zum Glück glücklich, endlich jemanden zu haben, mit dem er über alles reden kann, hat er ihr gern sein Bett abtreten, um für eine Nacht auf dem Sofa zu schlafen. Als Dank für seine Gastfreundschaft hat Sonja den Rudolf am Wochenende zu sich eingeladen. Sie hat ihm ihr Dorf und ihre Lieblingsplätzchen in den Bergen zeigen. Von da an haben sie in ihrer Freizeit immer häufiger zusammen etwas unternommen. Sie haben sich bis über beide Ohren ineinander verliebt. Als sie einmal in einer zauberhaften Vollmondnacht auf einem Berggipfel sind den Sonnenaufgang schauen, hat er ein kleines Päckchen bei sich gehabt. Und gerade wo die Sonne sie mit ihren ersten Strahlen berührt hat und Sonja aus voller Brust die Landeshymne gesungen hat er von hinten seine starken Arme um sie gelegt. Und als sie sich nach einem Zeitchen zu ihm umgedreht hat er sie gefragt: Sonja, ich habe dich so gern. Erst seit ich dich kenne, weiss ich, was mir immer schon gefällt hat. Du ergänzst mich, wie sonst niemand auf dieser Welt. Willst du meine Frau werden?
In Erinnerung denkt Sonja an ihre Bekanntschaft zurück. Vor ihren inneren Augen sieht sie ihn, gross und stark, mit beiden Beinen im Leben, mit so viel Liebe im Blick, so zärtlich. Und sie weiss, ihm kann sie vertrauen. Sie kann sich blind in seine Arme fallen. Er kann sie schützen und zusammen können sie eine schöne Familie gründen. Sie sieht ihn schon, wie kleine Kinder auf ihn zuspringen und ihm fröhlich zurufen. Sie sieht ihn schon, wie kleine Kinder auf ihn zuspringen und ihm fröhlich zurufen. Papa! Und er lüpft sie hoch in den Himmel auf und wirbelt sie um und alle lachen. Sie gesellt sich in Dank. Sie sieht ihn schon, wie kleine Kinder auf ihn zuspringen und ihm fröhlich zurufen. Papa! Und er lüpft sie hoch in den Himmel und wirbelt sie um und alle lachen. Sie gesellt sich in ihren Gedanken dazu und zusammen stimmen sie ein Loblied auf den Schöpfer an, der alles so schön erschaffen hat. Der Urquell von aller Liebe, der Herr von der Herrlichkeit. Gerührt schaut sie ihm in die Augen, wo er schon ihre Antwort lesen kann. Und sie versinkt in einem langen, innigen Kuss und die ganze Schöpfung scheint sich mit ihnen zu freuen.